Heute darf ich den René vorstellen. Servus. René, wie lange spielst du Harmonika und von wo bist du? Nächsten Monat spiele ich genau 2 Jahre. Komme aus Meckenheim, in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße, bisschen weiter weg, Mannheim-Ludwigshafen. Und bin jetzt hier wieder mal im Urlaub und habe mir gedacht, ich buche heute Morgen um 9 gleich eine Stunde bei euch und jetzt sitzen wir hier. Ja, schön. Und wir machen ein kleines Stück, einen bayerischen, einen Krasnock im Badischen. Genau. Sau gut. Cool, ja, Ja. sehr schön. Jetzt haben wir kurz mal ein bisschen berichten, René. Ja. Wie bist du zum Harmonikaspielen gekommen? Also zum Harmonika-Spielen bin ich eigentlich gekommen. Ich habe als Kind mit 8 Jahren angefangen, Akkordeon zu lernen. Habe dann in unterschiedlichen Jugendorchestern gespielt und bis dass ich 2 Jahre lang bei der Deutschen Marine zur See gefahren bin und damals mit den Blauen Jungs aus Bremerhaven auch auf Deutschlandtournee war und Akkordeon gespielt habe und immer nach Noten, weil man in Orchesterformation halt sauber nach Noten spielen muss, weil es mehrstimmig ist, habe ich dann versucht, Akkordeon auch aus dem Kopf spielen zu können, auswendig spielen zu können, habe dann auch unterschiedlichste Online-Lehrgänge gekauft, sage ich mal, und das probiert und es funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, es geht, wenn ich auswendig spielen will, bloß noch, indem ich das Instrument wechsle. Und da wir seit mittlerweile fast 20 Jahren hier nach Österreich ins Salzburger Land zum Urlaub kommen und ich die Musik auch einfach toll finde, ist es dann die steirische Harmonika geworden. Ja. Und habe mir dann unterschiedlichste Lernsysteme angeschaut und bin eigentlich beim CH15 geblieben. Ja, fein. Ja. Und wie war der Start mit der steirischen? Eigentlich einfach. Also wenn man Akkordeon gespielt hat, dann hat man zumindest schon mal das unabhängige Ziehen und Drücken schon mal, ich sag mal, im Kopf. Und die linke Hand funktioniert auch schon von alleine. Klar, man muss sich umstellen, dass man bei Druck und Zug unterschiedlichste Töne spielt im Diskant, sage ich mal. Aber das ging bei mir relativ zügig und der Ablaufplan, wenn man sich daran hält, kommt man auch relativ schnell voran. Ich kann mir das vorstellen, dass auch jemand, der vorher kein Instrument gespielt hat, das einfach super damit realisieren kann. Das sind viele, was auch noch nie was gespielt haben. Ja. Natürlich hat man keinen Vorteil, wenn man schon ein bisschen Das schmale Instrument gespielt hat. genau. Ah ja, erst 2 Jahre, also Ja. das läuft schon echt gut.
Dann macht man ein Stück. Was haben wir da Genau. gesagt? Machen wir jetzt Zillertaler Land? Passt. Gut. Schön. Du wirkst da vor der Kamera total entspannt, hast du das schon öfter gemacht. Vor der Kamera gespielt, nicht, aber klar, wenn man mit dem Orchester gespielt hat, ist man das gewohnt, vor Publikum zu spielen und anders ist es jetzt auch nicht. Jetzt sitzt das Publikum halt zu Hause, Ja, sitzt genau. direkt vor einem. Ja, ist ein bisschen was anderes, aber nicht mitbekommt, ob es dem Publikum gefällt, aber ich denke schon. Ja, hoffentlich. Ja, wir hoffen es. Ja. Und mit der Harmonika, mit der steirischen, da hast du erzählt, bist du da beim Stammtisch. Genau. Als ich vor 2 Jahren angefangen habe zu spielen, habe ich in der Freundeseite auch super gemacht, auf der App gesehen, 2 Orte weiter von mir. Gibt es auch einen Harmonikaspieler, den Raimund, der war jetzt letzte Woche auch erst bei euch zum Seminar, zusammen mit der Anja aus dem Saarland. Seid herzlich gegrüßt. Ja, schöne Grüße. Ja, mit dem Raimund mehrmals zusammen gespielt. Dann habe ich gesagt, es kann doch jetzt nicht sein, dass wir in der Pfalz, habe dann gesehen, es gibt auch andere Spieler, immer nur zu zweit bei uns im kleinen Kämmerlein sitzen. Und dann habe ich letztes Jahr im November einen Stammtisch gegründet, Harmonika-Stammtisch Pfalz, und wir sind mittlerweile 16 feste Spieler und treffen uns alle 2 Monate, und bei jedem Stammtisch sind so zwischen 8 und 12 Spieler dabei, und ja, aktuell machen wir das noch so ein bisschen im geschützten Rahmen, weil wir Spieler dabei haben, die spielen jetzt relativ neu. Die wollen wir nicht überfuttern, indem jetzt Publikum dabei sitzt. Sie sollen erstmal vertraut werden, vor uns zu spielen, und ja, und das Ziel ist dann schon irgendwann mal auch in die Öffentlichkeit zu gehen und da halt ein bisschen schöne alpenländische Musik in die Pfalz zu tragen. Und würdest du das jemandem, der noch nie auf einem Stammtisch war, mal empfehlen, auf einen Stammtisch zu gehen? Definitiv, also der Vorteil ist, also wir machen das relativ zwanglos, es darf jeder Einzelstücke spielen, wir machen Stücke zusammen, und klar, da wären Spieler dabei, die spielen 4 oder 6 Jahre, die spielen dann halt immer noch der Paul und St. Gaul, trotzdem ein schönes Stückchen, und wir versuchen dann jeden neuen mitzunehmen, und das Schöne ist halt, man kann sich austauschen, wenn man irgendwo Probleme hat oder nicht weiterkommt. Es gibt halt immer Spieler, die ein bisschen weiter sind und 1, 2 Empfehlungen geben können, und für jeden selber ist es halt auch gut, in der Gemeinschaft zu spielen und auch mal im vertrauten Rahmen vor anderen Leuten vorzuspielen, einfach um, ja, ich sag mal, die Hemmschwelle abzubauen, dass man vor anderen Leuten spielt und auch mal Fehler macht. Auch das gehört dazu. Genau. Also alles ziemlich locker, und ich denke, das bringt jeden persönlich auch weiter, wenn er zum Stammtisch kommt. Ja. Ja. Und wer da Lust hat, der kann sich gerne mal beim René melden. Der kann sich gerne melden. Unser nächster Stammtisch ist am letzten Juli-Freitag. Diesmal sind wir in Hahnhofen bei Speyer. Wird auch eine tolle Sache. Wir können drin sitzen, wir können draußen sitzen. Für Verpflegung ist gesorgt. Also wer Lust hat, gern bei mir melden, und dann würden wir uns Ende Juli sehen.
Ja, schön. Da könnt ihr auf unserer Freunde-Seite, da sieht man die Stammtische, da könnt ihr euch dann anmelden. Ganz genau. Jetzt machen wir ein Stück. Genau. Machen wir die Herde weißer Schafe. Das wurde gewünscht, glaube ich, von jemandem. Genau. Ist gewünscht von einer guten Verwandten von mir. Die kommt auch jedes Jahr hier nach Österreich in den Urlaub. Und als ich das letzte Mal zu Besuch bei ihr war, hat sie gesagt, bring die Harmonika mit und spiele eine Herde weißer Schafe. Das habe ich getan. Und Jana, jetzt spielen wir es halt für dich. Ja? Liebe Grüße. Liebe Grüße, Jana. Du hast ja gesagt, dass du früher mit Noten gespielt und hast dann auch Genau. einiges probiert und bist dann beim Zierfuchs hängen geblieben. Ja. Was gefällt dir an den Lernvideos so gut bei uns? Also sie sind didaktisch sehr gut aufgebaut, ja. Die unterschiedlichen Tempi, die man machen kann, dann mit den Loops und was mir besonders gefällt, und das hat sich vor 2 Jahren, als ich geguckt habe, über welches System ich dann letztendlich dann besonders herausgehoben, dass halt man den Fingersatz sehr gut verfolgen kann. Es gibt andere Schulen, die spielen halt runter und man sieht jetzt nicht wirklich, wird der Daumen in der ersten oder in der zweiten Reihe gedrückt. Und das ist bei euch total, ich sag mal, gecleant und man kann das sich super anschauen. Und wenn man es halt nicht versteht, guckt man sich es halt langsamer an und mehrmals in Loop. Das ist super gut. FM. Und was mir gefällt, dass ihr die typische Volksmusik noch habt und dass Hubert und du, Josef, auch sehr auf Akzentuierung und auf laut-leise Spiel achtet. Es gibt andere Schulen, die machen modernere Stücke, ja, aber die sind immer auf Anschlag und das ist einfach nicht das, was ich gesucht habe. Ja, freut uns, dass du bei uns bist. Ja. Und wie viel übst du am Tag? Kann man das, oder in der Woche? Oh, oder im Monat, kann man das verraten? Das kann man schon verraten, sehr wenig. Ich arbeite als letztendlich ausgebildeter Bauingenieur in der Projektsteuerung, habe lange Arbeitswochen und dann kommt die Harmonika manchmal ein bisschen zu kurz, denn wir haben ein Musikzimmer, da steht sie in dem Schrank, da brauche ich die Tür bloß aufmachen und dann oft nach Feierabend setze ich mich mal kurz hin, spiele 10 Minuten oder eine halbe Stunde und tatsächlich neue Lieder lerne ich dann mal, wenn sonntags mal schlechtes Wetter ist. Bei schönem Wetter sind wir draußen, wir gehen gern wandern, Radfahren und laufen und bei schlechtem Wetter wird dann die Harmonika genommen und dann geht halt mal
Ein Sonntagnachmittag gehen auch mal 3 Stunden drauf, aber in der Regel ist so am Tag, kann man sagen, zwischen 10 und 30 Minuten. Mhm. Ja, es ist schon voll super, wenn man es jeden Tag ein bisschen hernimmt. Und was du auch gesagt hast, die alten Stücke können wir wieder mal wiederholen, Genau, dass man es nicht vergisst. genau, das haben wir heute wieder gemerkt. Ja, alte Stücke lang nicht gespielt, die entfallen dann halt, aber sind auch ziemlich schnell wieder da, wenn man sie mal durchgespielt hat. Das stimmt. Ja. Beruflich hast du schon erzählt und Genau. privat so hobbymäßig, was machst Genau, du also gern? wir gehen gern wandern, Radfahren und laufen. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, in Österreich wieder im Urlaub zum 19. Mal. Und 19. Mal, ja, bald Jubiläum. genau, nächstes Jahr kriegen wir, ich weiß nicht, das Eiserne Kreuz am Bande oder was. Irgendwas wird es dann geben. Ja, was haben wir jetzt die letzte Woche hauptsächlich gemacht? Also wir sind viel Rad gefahren, von Lofer über den Hirschbischel Königssee, Bad Reichenhall wieder zurück oder Halbmarathon laufen. Wir laufen viel zu Hause. Also wir sind in so einem Sportverein, wo es eine Laufgruppe gibt, da treffen wir uns einmal in der Woche und am Wochenende gehen dann meine Frau und ich gern halt, wie gesagt, mal 22 Kilometer noch laufen und das ist Ja, so, das ist so unsere Ausarbeitung neben dem Job. Cool. Ja. Ja. Da könntest du den Hubert mal so einen Lauf machen. Der ist gerade am Wochenende so ein Berglauf. Ja, Ja. cool. Das ist ja was gewesen, ja. Ja. Jetzt machen wir noch ein Stück. Die Sonne ist schon relativ stark draußen. Genau, Und dann sagen wir danke fürs Zuhören. genau. Und wenn du durchgehst durchs Tal? Ja, machen wir noch ruhiges Stück. Genau, ein ruhiges. Ja, sehr gefühlvoll gespielt. Schön. Immer schön. Schönes da. Stück. Schönes Stück. Ja. Zu zweit. Danke fürs Zuhören und Ade. bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.